Freunde, sind wir wieder zurück bei Skyward Sword HD. Ach, das Spiel macht so Spaß und es ist einfach so geil jetzt hier. Auch für mich persönlich gerade selber aufzunehmen. Nicht nur wegen des Spiels selber, sondern auch wegen meinen bekanntlich neuen Aufnahmesettings und so. Weil ich jetzt viel schneller die Folgen rendern und encodieren kann und deswegen auch wesentlich mehr aufnehmen kann, ohne gerade zu sagen, okay, die Platte ist irgendwie zur Hälfte voll, jetzt muss ich aufhören, weil die andere Hälfte brauche ich nachher für die gerenderten, enkodierten Dateien. Nö, alles nicht mehr nötig. Das ist doch cool. So, Cruz, was ist los mit dir? Oh, Mike, hast du eine Spur von Zelda? Muss ja etwas gestehen. Um so stark zu werden wie du trainierst, seit kurzem. Jede Nacht steht mein Körper. Also, nein, das ist mir zwar ein wenig peinlich, aber komm doch ruhig mal nachts in mein Zimmer, wenn du mich trainieren sehen möchtest. Nachts in sein Zimmer. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das jetzt anders formulieren darf. Ob darauf jetzt überhaupt eingehen darf, auch in der heutigen Zeit. Der gefühlt immer komplizierter wird. Oder ob es irgendwie trotz allem politisch am korrektesten wäre, auch zu sagen, hey Cruz, ja, ist doch cool, wir können tolle Freunde, wir können die besten Kumpels sein. Aber übrigens verstehe auch Frauen, weißt du, irgendwie so. Ob das in Ordnung ist oder ob das irgendwie auch schon irgendwelche Konventionen oder politische Statements und so, keine Ahnung. Und dann ist es echt ein bisschen schwierig. Nicht nur deswegen, auch ansonsten wegen der ganzen Covid-Situation und so. Nerven liegen überall blank und weiß ich mehr, was ist jetzt überhaupt korrekt, was nicht. Ich höre was und ich sehe was. Nicht der unter uns sieht so cool aus. Was ist denn jetzt kaputt? Die haben eine Art Eisenbahn gebaut oder Eisenbahnstrecke. Bardo hast ein neues Hobby? Hey Kumpel, was geht ab? Das Mündern hat gesagt, dass dieses Ungarn schon bald wieder zurückkehren könnte. Diesmal bin ich vorbereitet. Ich bastel gerade an einer phänomenalen Geheimwaffe. Noch ist nicht fertig. Ja, gut. Ich guck mal ganz kurz, ob er schon wieder ausbrechen würde, ob er Bock hat. Sieht nicht so aus. Nö. Na, du bleibst schön hier drin, wa? Okay. Ja. Man weiß nie, nicht wahr? Plötzlich kommt er hervorgekrochen. Du. Ja gut, wenn das soweit hier alles wäre, würde ich vielleicht ganz kurz raufhöhlen. Dann ganz kurz zum Mütterchen vorbeigehen. Zur Wächterin des Siegelhains. Mal kurz sie fragen, was sie so aktuell von der Situation hält. Der Verbannte wird weiter versuchen, aus seinem Gefängnis zu entkommen. Es wird ihm über kurz oder lang erneut gelingen. Auch Bardo scheint sich irgendwie darauf vorzubereiten. Michael, du musst die 3 Flammen schnellstens finden. Ich gebe mir Mühe. Verdammte Kacke. Nicht so einfach, gerade jetzt wieder. Das ewig hat gedauert. Naja. Hier wird wieder eine Wand der Göttin sein. Jo. Wenn wir irgendwas zeichnen können, dann passiert irgendwas. Brauchen wir eigentlich noch irgendwelche Vogelfedern? 3. Ja, vielleicht normale Vogelfedern, ne? Wenn nicht so schlecht. Moment, muss man ganz kurz. So. Hä? Alle 3 Vögel eingesagt. Krasse Scheiße. Der Trick ist mir neu. Wo ist eigentlich unser Kronenkumpel hin? Ist wieder weg. Das ist eigentlich aktuell der einzige Grund, den es hier gibt, oder was?
Weil ich meine, in The Wind Waker war es eine ähnliche Situation, da hatten wir auch gewonnen als Reisende, aber dort zumindest gab es irgendwie 3, glaube ich, war. Und hier gefühlt nur einen einzigen Goronen. Kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist ein bisschen das, was ich ein bisschen schade finde zum Spiel selber. Hä? Ja, und ja, generell auch das, was man irgendwie in den Gebieten hier nachts nicht hin kann. Also hier oben Vulkan natürlich schon und dass man nachts nicht fliegen darf, okay, verstehe ich irgendwo. Dass man nachts nicht irgendwie in den Gebieten und im Wolkenmeer sein darf. Dass 3 Gebiete miteinander verbunden sind, das hingegen verstehe ich schon. Hat ja auch ein bisschen was mit der Logik zu tun innerhalb des Spiels selber. Die 3 Gebiete waren, glaube ich, schon immer irgendwie getrennt voneinander. Oder sind jetzt in den letzten Jahrhunderten voneinander getrennt worden, zumindest durch natürliche Hindernisse, Berge und so. Das macht mir auch gar keinen Sinn richtig, da jetzt zu versuchen, Übergang zu finden zwischen Wüste Ranel zum Beispiel und irgendwie, keine Ahnung, Vulkan Eldin. Keine Ahnung, wo ist... Ah, warte mal doch. Also, ja, ich habe natürlich eine Vorstellung davon, beziehungsweise ich weiß ja, wo der Ding ist. Und Eingang in der Wüste sein soll, aber kann er trotzdem mal... Ja, ist natürlich doof, ich weiß ja, was es ist. Beziehungsweise ich habe mich gerade daran erinnert. Aber ja, es ist hier. Obwohl, ups, falsche Statue. Wir sind in der Wüste Ranel angekommen. Such mit Aura-Suche. Beeil dich, Mann. Ja, ist ja gut. Es ist nicht genau hier. Es ist ein bisschen falsch. Ich müsste hier in die Mitte. Wollte ich eigentlich haben. Wieso ich jetzt plötzlich hier bin, kein Plan. Na gut, ich habe Abkürzung geschaffen hier. Also gar kein Thema. Naja, zeigt es auch an, okay. Wie kommen wir jetzt am schnellsten dahin? Das ist die große Questfrage. Ja, das müsste funktionieren. Einer weniger. Um ein Schild, der hält. Du. Ach ja, jetzt haben wir jetzt wieder neue Gegner. Dreimal und tot. Ach, bin ich ganz falsch, aber nicht ganz richtig. Nee, ich muss darüber. Okay. Kein Problem, Kumpel, kannst du gerne machen. Kann mal. Link. Dankeschön. Ja, nachher wird's einfacher. Bisschen einfacher kommen wir auch zu diesem seltsamen Block da. Ja, komm. Reicht leider nicht, wa? Schade. Ja, mir ging es auch nicht. Ja, muss halt so. So, komm schon. Okay, warte mal. Wenn man so nicht durchkommt, muss ich einfach doch wieder die Abkürzung zurücknehmen. Dann Boden buddeln. Ja. Aber nee. Ja, man kann sich eigentlich hier schon denken, was für ein göttlicher Schatz es gehen soll. Weil bisher war es zumindest im ersten Mal so, zum Beispiel da oben, sieht man ja auch,
Da können wir weiter, aber irgendwie, wir kommen da gar nicht hin, ich muss mich heranziehen können. Das war ja mit der Wasserdrachenschuppe ähnlich, als wir irgendwo hin mussten, wo wir dann ja, einfach ein bestimmtes Item brauchen, weil wir sonst von Natur aus nicht hin konnten. Was bin ich hier? Hier ist ganz quick, da wollte ich gar nicht hin. Wir kommen auch mal anders, ich gehe nochmal ganz kurz zurück ins Wolkenmeer und lande hier wieder, weil das ist jetzt ein bisschen... Solange wir halt den göttlichen Schatz noch nicht haben, ist ein bisschen doof. Oh Mann. So. Jetzt aber. Hoffentlich zumindest. So, hier ist die scheiß Vogelstatue. Zurück ins Wolkenmeer bitte. Jo. Dankeschön. Nochmal landen und dann eben ein bisschen näher in die Mitte. Und starten wir mit der nächsten Prüfung. Die Siren. Ja, wobei die Siren, ich sage jetzt mal so, es gibt Siren, die fand ich cool, oder beziehungsweise in Ordnung. Und ich glaube, die hier, die Sand-Siren, glaube ich auch noch eine von denen. Die Feuer-Siren, die waren ziemlich doof. Die Sand-Siren auch schon. Ja, ich glaube, es war grenzwürdig. Es gab so ein Ding, ein paar Dinge, wo ich dachte, oh, muss das sein? So. Lagerhalle. Nee, komm, nimm den hier. Ja, da ist der richtige. Sehr schön. Die ganzen Punkte hier können wir uns eigentlich auch schenken mittlerweile. Ich wehre mich sonst nur umständlich. So, da vorne seht ihr es auch schon, ne? Genau. Haben wir gerade noch irgendwie ein Fellball hin und her rutscht? Vermutlich schon, aber... brauchen wir gerade eh nicht. Also Freunde, auf zur Siren, war zur nächsten. Wieso muss ich? Stoße das Schwert in das Symbol und stelle der nächsten Prüfung. Ich will nicht. Ja, gut, dann halt. So. Gebieter Michael, ich hatte was zu berichten. Dann berichte. In dieser Welt kann ich dir nicht folgen. Da es in einer selbst existiert, daher kann zu dir sprechen. Ich weiß. Siren, Nairus Siren wird eine Weisheit auf die Probe gestellt. Okay. Und dann ist wieder Wachsengebieter. Meine Weisheit. Warum meine Weisheit jetzt? Also eigentlich, dass er besonders klug vorgehen muss, oder? Bin das Seelengefäß zurück, wenn es gefüllt ist und deine Seele wird wachsen. Hast noch Fragen an mich? Nö, passt schon. Okay, solange ich hier drin bin, ist alles cool. Die Frage ist ja... Da wäre zum Beispiel jetzt der erste. Wir haben gerade gesehen, da oben hat es offenbar noch ein paar.
Das wird erstmal die holen. Die Frage ist dann, welche hole ich als nächstes? Ich muss mir schon mal ein bisschen Plan machen. Da hinten hat es auch eine. Dass zur Not hier rausrennen würde und dann direkt da drüber. So. 9 Sekunden Zeit. Okay, cool. Weiter geht's. Hier hat es noch eine, die hole ich auf dem Rückweg. Hier hat es noch eine. Aha, okay. Hier hat es auch noch eine. Und da vorne, die ist aber relativ gut versteckt. Okay. Na gut, komm. Hol die jetzt doch jetzt schon. Weil ich natürlich nicht genau weiß, wie lange brauche ich, bis ich oben bin. Jetzt muss ich ein bisschen mit Weisheit das machen. Ne? Kein Mut, sondern es brauche Weisheit. Okay. Da fragt man sich aber bei der dritten Prüfung, wo es um die Kraft geht. Also Dienstkraft, ob er dann irgendwie die Gegner einfach über den Haufen schlagen muss oder so, oder? So. Haben noch ein bisschen Zeit. Ja, gut, der ist relativ simpel. Vor allem da, wo es Geister hat. Dann dort. Ich glaube, so kann ich es versuchen. Ich mag es nicht zu berühren, ey. Oh, Windsalmon, cool. Aua. Gut, ich bin ja in meiner Seele, krieg keinen Schaden. Genau, da ist der. Einer war hier noch in der Nähe. Nicht der da. Nee, den meine ich nicht. Sondern der hier. Mann, dass Link immer so weit springen muss hier. So, dann direkt mal den holen. Die Frage ist, so rein komme ich nicht. Wenn ich da hochklettere, was ja funktionieren müsste. Ganz still, Freunde. Okay. Das war jetzt mehr Glück als Verstand. Der Schwunken erwischt mich. Na klar, Seelentreibst nur was. Boah, wie fies. Meine Seele besteht aus Treibsand, ist schon klar. Da hinten hat es noch ein paar. Ja, nee, den will ich mir für den Rückweg aufsparen, falls irgendwas passieren würde. Ja, das hat nicht geklappt. Komm doch bitte schon da hoch. Ah. So, dann kriege ich den auch noch, okay.
Da oben ist noch ein, da hinten ist noch einer. Den holen wir gerade jetzt mal noch. Auf dem Baum oben. Soll ich jetzt klettern wie ein Affe? Nee, nee. Also natürlich mal einfach versuchen könnte. Aha. Ein Seelenbaum. Also. Hier unten. Genau, hier war doch der. Was ich mich ja frage, nämlich nicht die Wächter hier, sondern die Späher hier. Wenn die mich entdecken und ich dann eine Träne einsammle. Dass irgendwie was hilft? Jo, ich würde sagen, es hilft. Der Trick bringt natürlich nur was, wenn ich direkt irgendwo so ein Seelending vor mir habe. Hier ist echt scheiße. Ja, das klappt nicht so. Ganz ruhig, ganz ruhig. Voll Spannung. Da ist einer. Kommt die überhaupt hier hoch? Da kommt dann angeflogen. Ich krieg dich, Mann. Nö. Nicht, wenn ich es verhindern kann, Alter. So, 3 Stück fehlen noch. 2 sind da, okay. Ah, da war ja der, den ich eigentlich den Schluss aufsparen wollte. Ich muss sagen, mache das auch und dann holen wir erstmal die beiden hier. Puh, da ging mir auch ein bisschen die Düse, muss ich zugeben. Ja, der ist aber wieder schön fies. Den kann ich mich noch erinnern. So, ich mache jetzt erstmal den hier. Aha, wohl, nee, der war natürlich jetzt doof, ich Trottel. Ich muss jetzt natürlich halt hier abwarten, bis das Ding weg ist. Wenn ich mich richtig erinnere, war es sogar doch so. Am ersten Mal sind dann plötzlich trotzdem aufgetaucht, obwohl ich eigentlich dachte, ich wäre weit genug weg. So. Nehmen fehlt und der letzte, der ist ja da beim Eingang zu. Ich kann den nämlich schön einmal noch zurück zum Anfang der Prüfung. Perfekt. Er muss Training gefunden, seine Seele reifen lassen, aber ist noch nicht vorbei. Naja, doch schon, in gewisser Weise. Weil,
Ding läuft jetzt nicht mehr ab, oder? Also die Geister können wir natürlich jetzt trotzdem noch entdecken. Ich kann es jetzt nicht mehr irgendwie zurücksetzen, außer geht recht oder den Kreis hinein. Aber ja, Seelengefäß ist ja voll, also kann jetzt gar nichts mehr passieren. Im Prinzip. Außer eben, wenn wir die Geister, wenn wir jetzt entdecken. Oder Späher oder wie auch immer. Aber Freunde, ich würde sagen, es war trotzdem wieder mal eine schöne Folge. Wir werden es dann genau an dieser Stelle, damit wir nächste Folge hier auch weitermachen können, mit eben dem Geschenk der Göttin oder dem Geschenk der Prüfung, sage ich jetzt mal. Mit diesem Geschenk können wir eben nicht nur hier endlich weiterkommen, sondern können sogar in anderen Gebieten der Welt, sei es nun Elding, glaube auch, doch, Elden gab es auch ein paar Dinge, aber vor allem auch im Wald von Faerûn können wir 2, 3 Sachen holen, ich glaube 1 oder 2 Sachen, und vor allem Wolkenhort gäbe es noch ein bisschen was zu tun dann, also ist ein geiles Geschenk, kann man sagen. Im Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.